Zo, ik wil Pastor Arno aanladen naar verder te komen. Pastor Averinha ook. Oh, jetzt hat jeder hier ein bisschen Geschmack, das fehlt, ja. Ein Applaus. Ja, wir beten. Dankeschön, Jesus, für Pastor Arno, für Pastor Vera. Dankeschön, dass wir jeder Jahr immer wieder an uns bringen, dass sie uns mehr als bloß hier ankommen, dass sie im Hort uns sehen und uns begleiten, dass sie diese Zeug abheben, dass wir dort können, wo wir sind. Dort können sein, wo wir von dir aus sind. Und dort wir können einfach von ihrer Gebete, von ihrer Unterstützung getragen werden. Dafür danken wir und loben und preisen dir. Wir danken dir für die Autorität, die du Arno gegeben hast, die Wort zu predigen. Wir beten, dass diese Autorität einfach von dir aus stehlen kann. In die Namen Jesus. Amen. Ich will parabéns sagen. Felicidades sagen für die jungen 7 Jahre. Und ich will einen Vers lesen, was mir sehr im Hart ist. Ich hoffe, Sie haben Plattdeutsch zu lesen, das erste Mal. Dort Gottes Reich ist nicht Essen und Trinken. Dort ist Gerechtigkeit und Friede und Freiheit im Heiligen Geist. Dort will ich sagen, dort sei wir bei uns leben. Dort ist zum Feilen hier bei dieser Church. Und das will uns sagen, dort will der liebe Gott uns brauchen, um immer mehr Menschen diese Friede, diese Gerechtigkeit und diesen Frieden mitbringen. So, bleibt stolz am Jesus, er wird uns sehr, sehr, sehr segnen. Das wünsche ich uns und daran beten wir uns auch. Guten Abend. Kannst du die Noba sagen? Ich brenne für Jesus. Nur sei dort, dass du dort wirklich meinst. Ich brenne für Jesus. Ich brenne für Jesus. Und du wirst auch brennen für Jesus. Amen. Kannst du das leben? Wer brennt für Jesus? Halleluja. Glória a Deus. Wir sind hier, wie Jesus ist. Das sind wir hier, das bist du hier, das sind sie hier, das sind unsere Freunde von Brasilien hier. Wie Jesus hier ist. Und so, als wir noch zitten, mocht ik nog eenmaal bidden. En dan mocht ik een woord met u meedelen. Pai Celestial. No 7 jaar zul je al ganz Portugiesisch verstaan. Maar ik wil nog maar verzetten. Pai Celestial, muito obrigado. Dankeschön für viel Por essa Momente. noite profética. Für diesen prophetischen Por Abend. esse tempo de glória. Dankeschön für diese Zeit Por von esse tempo Herrlichkeit. de céus abertos. Und Dankeschön, dass der Himmel oben sind. Por essa nova estação. Für diese neue Zeit Nessa igreja. in dieser Zeug. Obrigado, Deus. Und Dankeschön, Por Gott. cada pessoa que está Für aqui. jede Person, die Cada hier aluno ist. da escola Torte. Für jede Schüler von der Obrigado, Torchschule. Espírito Santo, Und Dankeschön, pelo Herr teu Jesus. agir em nosso Und dort du in meio. uns wirken E nós ist. nos expomos Und wir stellen uns à auf. tua palavra, Für dein Wort. ao teu soprar, Für dein ao teu Püste. mover, Für dein à Bewegen. tua glória. Für deine Herrlichkeit. Riqueira labamas, torre labamas. Desde já, Espírito Santo, Von nu an, al Herr eu peço que o Jesus. Senhor esteja soprando sobre cada pessoa. Bete ik dat u über jede Person Todo aquele que püste por ist. alguma razão está oprimido, Jeder einer, wer für eine está Ursache hier unterdrückt preso worden ist. em alguma algema do diabo. Aber wer für irgendwas festgebunden ist. Em nome de In Jesus, Jesus' Namen. eu te declaro livre. Ich spreche die Em frei. nome do Senhor In Jesus, Jesus' Namen. todo grilhão das trevas Alle Dunkelheit, cai wat die por terra vasthoudt, em nome de fällt nur ihr Jesus. in Namen Jesus. Declaramos paz, Und wir sprechen declaramos Frieden. liberdade, Und wir sprechen Frieden. declaramos Und alegria wir sprechen e Frieden. poder de Deus In der Kraft Gottes. em cada vida aqui. In jeder Em Leben nome de hier. In Jesus' Jesus. Namen. Pai, Vater, eu peço a ministração dos teus anjos. ik bid dat deine engel hier agir kennen do Senhor. opbidden. En dat de Heer, dat God, Jezus hier schaffen Em kan. nome de In Jesus. Jesus' Namen. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus. Ein schönen Gruß von unserer Church, unserer Gemeinde in Brasil. En het wacht tot wordt vazado, aber ook niet vazado hier. Okay. En onze gemeinde de Woost, immer wieder dort in Brasil. Het freut mich von jeder von uns, wat er da gewesen ist. En je zijn alle sehr willkommen, wanneer je naar Brasil kommt. Kommt ons unbedingt bezoeken. En ik heb een woord met je meedelen, dat is een avond. Het vreemd is daarmee, het wordt wat andere zijn, maar
das fällt mir am Hort. Wenn man 7 Jahre feiern deed, dann hat man al eine Geschichte um vertellen, ist nicht so? Dann hat man sogar ältere Menschen in der Church, ist nicht so? Ja. Waren alle älter. Stell dir das vor. Ik word de prediger Alle Oberschmacker, ja. En 7 Jahre, es sind sehr wichtige Nummer. Wie 7, es ist die Nummer, was die Bibel uns weist, von der Perfektion, Van de perfect. von perfekt. Waar man verpusten kann. Gott, unser Vater, hij verpust am 7. Tag. En wat meint das verpusten? Das verpusten ist nicht, du wolltest mir auf den Stuhl hanzaten, mit meinen Feit auf den Dash und so deed der lieber Gott sich verpusten. Nee, das ist nicht, was das meint. Das verpusten von lieber Gott und für uns ist, wenn die Arbeit gemacht ist. Das ist ungefähr so, als wenn du einen ganzen Tag für dich hast und du das auf deine Arbeit steht, schaffen, ich hab's ab und auf dem Haus. Du bist ruhig, wie du dort gemacht hast, was du brauchst. Dort bedient verpusten. Ich mag dort, was ich soll machen. Und viel, wir alle erfahren so. Und als jemand kann sagen, ich bin gerade in diesem 7. Jahr, das ist ein Jahr von Verpusten. Nicht, um sich auf einen großen Stuhl hanzaten, de Feit auf den Dash. Nee, das ist Treitje en erinneren, dat alles is gedaan, wie es der Herr uns geholpen hat. Wir haben viel Grund zum dankbar sein. Wir haben viel Grund zum uns freuen. Gestern, als wir da wieder, wie heißt das da, die Kolonie? Da, wo wir, Bij Janaigua in Del Norte. das war so kalt, es stand, sind wir wirklich in Bolivien, es stand, wer hat hier den E-Shop aufgeladen? Ja, das war so kalt, oben. Dat vier en de jongens. En dat heeft zich al zo geändert. Het eerste Mal, als we komen, wat echt niet zo bezuinigen. En de jongens en de meisjes, die passen op wat er gereed wordt. En mir is al ganz klar, dat is wie ze al veel gebed. Halleluja. Maar dat is veel gebedfundament. Gebedfundament is. Dat is zeer veel gebedfundament. En gisteren hadden we, oder gisteren, ik weet niet, gisteren hadden we, wie we top met een paar Geschwistern. Dan valt me wat bij en het zegt Heidi en Heidi zei sogar so, was ist das so? Er sagt, ja, weißt du, Heidi, nu fangen wir erst mal an. Wenn du denkst, was nu je viele Arbeit aus dem Ende, nu wollen wir erst mal anfangen zu arbeiten. Dann denkt so, fahren das ist nicht so. Nee, beruhigt, das wird aber schein sein, das wird aber gut können. Und das eine Bibel steht, wo so was passiert. Ich mochte das mit die Taub lesen. Ich war eerder wat lezen voor ons. Vielleicht warst du ein bisschen staan, aber was hat das mit deinem Geburtstag zu tun? Du warst verstanden, wann wir zu ein sind von der Abend. Alias, wenn wir hier von der Abend zu ein sind, sei der Mensch, was bei dir ist, du wirst nicht mehr derselbe sein. Kannst du ihm das sagen? Você não será mais o mesmo. Du wirst nicht mehr derselbe Mensch sein. Während Eduard das lesen, ich möchte uns wirklich van ons wat aanloden, Maria, deze pastores van Brasil hier komen. Pastor Arão, Pastor Caio, Pastor Daniel, komt die Maria hier. Dat wordt zich lonen. Dat wordt die wirklich, du wirst ein anderer Mensch sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Ieder, bitte, kannst lesen von uns diese Schrift. Matthäus 17, vers 14, bed 21. Bed 21, zegt zo. En als ze tregen val Keimen man nur am, kneut sich verarmen sehen. Herr, hab Mitleid mit meinen Sehnen. Die haft sehr eine Anstalt zu leiden. Hij fällt Völkern im Vier und Völkern im Water. Und ich bracht am nur die Kinder, aber die können am nicht gesund merken. Kinder und die können am nicht gesund merken. Dann sagt Jesus, je verdrehte Generation, dort je nicht Glauben haben, wo lang soll ich noch bei ihnen bleiben? Wo lang soll ich mich noch mit ihnen aufgeben? Bringt dann einmal her. Dann redet Jesus ernstlich zu ihm in die Soten verleiht. Und die Jungen wir von der Stunde an gesund. Dann kamen die Jünger zu Jesus und als sie alle allein waren und sagten, woran können wir den nicht uttreiben? Er sagt dann, willst du ihn glauben, so klein wir. Geloof mir, wenn je einen Glauben haben, so groß als ein Samenkorn, würde je zu diesem Berg sein, stahl die dort an und der würde sich durch Hand stahlen und je würden nicht unmöglich sein. Immerhin, so wird aus das als bloß durch Fasten
en beden ruut te drijven. Also, de meeste van ons kennen deze schrift. En deze geschichte, zoals het zegt, man denkt, wat heeft het met een geburtstag van een Tjoite te doen? Maar het leven dat heeft zeer veel daarmee te doen. En het wil met deze geschichte een beetje nader gaan. Dat passiert krijgt während Jezus met Petrus, Jacob en João. Peter? Nou, pode já, eu me viro. Ah, ja, isso, pega. Petrus, Jacobus en Johannes, die weer op een berg boven. En daar weer de transfiguração. Dat wordt de verandering van Ent. Oké, Jezus weer met deze drie jongen daar boven op een berg. En hier onje blijven de andere jongen. Zoals Eduard, zoals Alberto, zoals Benjamin, zoals Aaron. Die blijven onje. Ik weer boven. Daar is boven. En hier passiert wat je onje. Wat schrakelt. Hier passiert onje de schlimmste avond van deze mannen. Maar Jezus weer boven op een berg. Met Eduard, Petrus en Jacobus. Dat is Jezus. Maar dat wat er onje weer, is het met die niet ook zo van die boss reizen, die, zum Beispiel, Eduard en Heidi, die voeren naar Brazil, Alberto, Abrão en Werner, die voeren naar Paraguay. Oh, du werden wir mal schön verpustet. Nu sind die nicht da. Dan brauchen wir nicht jede Abend de aandacht kunnen. Dan brauchen wir nicht alle wij evangelisieren fahren. Ons Boss ist noch nicht da. Ja, wenn sie ein bisschen verpustet. Ist das nicht so? Fällt es sich nicht so? Manchmal hast du einen Boss, der vor Reise, Mensch, nu wollen wir ein bisschen verpustet, nu wollen wir Ruhe haben. Das ist, was da angeblieben. Kommt dort selbst verstellen. Vielleicht hat sich da auf einen schönen Sofa hingesagt. Einer sagt dem anderen, okay, nu bring de Coca-Cola, bestellen wir uns ein paar Pizzas, wie Jesus ist sowieso nicht hier. Und von da waren wir dem Spiel sein zwischen Paraguay und Brasil. Mensch, das dürfen wir nicht verlieren, da zwischen Bolivien und Brasil. Nu wollen wir Football schauen. Ja? Nu, so schön makelig so. Wie ist der Chef, wir nicht da, oder der Boss, was heißt der Chef? De Wirt. Der Wirt. Ja. Jesus wir nicht da. Manchmal in ons Leben ist es auch so. Man denkt so, von da wollte ich mal Zeit für mich nehmen. Ja, wie gesagt, ich habe so viel, 7 Jahre hat er da geschafft. Von da, weißt du, von da fällt nicht die Andacht. Warum soll war das die Andacht? Oder war da noch eine Kolonie da mit Alberto und Abraham und Werner da evangelisieren, Jesus ist Meier? Ich wollte mal Zeit für mich nehmen. Hast du mal so, was ihr hier, ich mag Zeit für mich und für meine Familie. Und dann meistens, wenn ein Mensch so sagt, er verbruikt nicht Zeit mit der Familie, er verbruikt Zeit mit etwas anderes, aber nicht mit der Familie. So geht es mit deze jongen, disciples, jongen, nicht Chinga, Eduard. Jongen. En met eenmaal, voordat de voetbalspel aanvangt, pottert er weer der. Dan zegt een tot de andere, zegt de Benjamin tot Alberto, Alberto, kom maar tjetje wijst. Ja, niet Alberto weer der. Zegt hij, da ist ein Vater, den Sie sehen, der ist mit Amaglich. Ach, Alberto, da kannst du selbst reilen. Wie waren hier den Spiel anfangen? Die Pizzas sind warm. Da komm, reil doch mal mit der Tschäne. Na ja, Alberto chickt, na ja. Ja, wird einfach sein. Es muss ein Tschent, ja. Schließlich, nur ein Tschent ist das Problem. Dann jetzt, Alberto, fang an zu beten. En bet, en bet, en bet, en bet. Met einmal kommt er terug. Eduard, das schafft nicht. Mensch, Albert, ein Chant, und du darfst nicht, du warst nicht rein mit einem Chant. Benjamin, go du. Echt? Nu vader wat kan de voetbal aanvangen. Benjamin, schwinn, go schwinn. Wer doet reilen dat hij mal voet naar huis kon? En de pizza wat je kalt. Nou ja, dan trompelt Benjamin da los. En jeder en beet, en beet, en beet, en beet, en beet. Met einmal kommt er ganz geschweit und eine halbe Stunde ganz geschweit tritt. Vielleicht ein bisschen verkratzt hier so. Checkt er den so ein bisschen bloß an. Das schafft nicht. Und dann sieht vielleicht der Eidert, Mensch, aber vielleicht das, was sag ich mal, inkompetent ist. Das ist nicht da, der darf nichts. Na, so schlimm wollte ich auch nicht sagen. Aber da hat ja noch nichts geliert, ja, Torschule gemacht, je gehen ein Turnier leben.
Het waren niet rij met einzelnen jong. Nee, dan trompelt hij door mijn dag een paar. En weet je wat passiert? De marschte alle, de ganze Nacht durch. Met dessen jong gebet. En weißt du wat? Dat schafft nicht. Die schreeuwen den Beisen vindt daar niet voet. En wat heeft dat met ons te doen? Meer als we denken. Hoor maar wat het Isaiah werd. Wir vieren 7 Jahre, wir freuen uns. Das ist nicht wenig, das ist sehr wichtig. Aber da sind ein paar Sachen, ein paar Kämpfe, die kommen werden, die wir noch nicht kennen. Manche Kämpfe, was Luthers? Manche Kämpfe werden kommen in den nächsten Jahren, wo du nicht weißt, wo damit reiten werden. Aber Pastor, wir sind schließlich al 7 Jahre alt. Wir haben al Tortschule gemacht, Bildschule gemacht, wir singen hier, wir hupsen, wir donen, wir evangelisieren. Manche Kämpfe werden kommen, was wir noch nicht kennen, wo wir damit reiten worden. Und das ist nicht, um die nicht traurig machen, aber um die Ohren ein bisschen scharfer machen, was der Heilige Geist uns sagen will. Wie es die Bibel uns weisen wird, op deze schrift en aan ons christelijk leven is het niet krijgt zo, man denkt, nu weet het je alles van het christelijk leven. Nu weet het je alle soorten champ wat man kan hebben op eerd. En met eenmaal is man verirrend wat niet. En nu weten we niet. En wat nu? De gouden Noorrecht weet wat? Jezus weer daar boven op een berg. En hij komt terug. En daar werden deze jongen. En er weer alle geschweit, meid. China had voetbal gezet, de pizza wordt koud, Coca-Cola wordt heet. En er weer kapot weer ze alle. De schämde zich. Dan komt Jezus terug. Dan komt de vader van deze jong en klaagt voor. Jezus, dienen je, krijgt hij van uit door toe. Die van niet het leven, het zegt, die zullen voor mij zijn beden. Maar weet je wat, Jezus? Die verstonden dat niet. En die wisten niet voor handje. Die willen zeggen, nee, dat weer Rome, dat weer die van São Paulo, die verstond het niet. Die krijgt wens, die daar weer, schafft het niet. Die wisten ganz genau, ze worden niet reit. Jezus zegt dan wat een beetje, dat zit zo een beetje grap uit, maar hij zegt van ganzen hart. Waarom moet het nou helemaal met ons zijn dat je leven? Ik wil je dat ook vragen. Hoe lang moet de Heer ons leven wijzen, damit wir aan te leven? Is het niet tijd, werkelijk aan Jezus te leven? Is het niet tijd, werkelijk aan Jezus te leven voor die eigen, voor die arbeid, die financiële leven, die dienst? Is het niet tijd, weet je wat, we zijn voor 7 jaar goed te deze man. Het wordt nu maar werkelijk aan Jezus te leven. En wanneer wij wat zegt op deze pulpit, Op deze console. op deze console, wij wat zeggen, het wordt het ernst nemen. En het wordt het doen. En het wordt van Albert, van Abraham, van Werner, los voor evangeliseren. Het wil werd. Het wil wonder zijn. Laatst kwam een man naar mij, de aandacht weer te eind. Dan hij was zo ganz vervierd, zo een beetje over 40 jaar, kwam ze in de vroeg. En zei hij zo, Pastor, hij is krank geworden, moe, hebben ons gezegd, en hij moet unbedingt opereren, wie zei dat, schrift. En dan waren we de ganze moe, de ganze lepje rutschnijden. En hij moet het op plastic maken, en corrigeren, en zo, en zo, en zo. En dan bid we van hem. Hij zei hem over, ferm opereren, maak nog een test, nog een examen. Nou ja, hij voelde hem dokter en zei de dokter, mijn pastoor zei, het zal nogmaals een examen maken. Nee, dat doen we niet. Dat is schrift. Dat hebben we alles in gezegd. We moeten die unbedingt opereren, damit du niet sterven is. Maar het wil nog een examen maken verder. Nee, we waren niet. Du musst unbedingt opereren. We waren hier alles wegschnijden. En hij was zo zeg je, zo entscheiden, het van Jezus te leven. En weet je wat? De dokter ooit zich, dat is goed, want dokters zich manchmal ooien. Wenn ze Christen, ja. Mogen ze fresh examen. Je hebt dat erin een dokter, er weer een paar dokters, checkt hem aan. Ze moelden alle ramen fummelt, nee, checkten alles.
Weißt du, was sie zeiden? Wie weet je niet wat passiert ist? Aber du machst einen Hausfahrt, du hast nichts zum Operieren. Halleluja. Es ist nicht Zeit. Meine Freund, hörst mal. Das ist Zeit wirklich an Jesus zu leben. Das ist nicht mehr Zeit zu zweifeln. Ich möchte das und das machen, aber das ist nicht Geld. Vandaag hebben we je lied vanmiddag. Die zei niet, dat is niet geld. Dat is nog niet dat geld. Dat is anders als zei, dat is niet geld. De semana, Jezus zei tot hem, hoe lang moet ik nog met jou zijn, damit je niet leven? En vandaag stel ik hem dezelfde vraag, wat meer moet Jezus maken voor die en voor mij, damit we aan leven? Wat nog zal hij maken, damit we aan leven? Nou ja, Jezus nam den Jong, maakte den Jong vrij, de Jong ging weg, de vader werd tevreden. En dan zegt de Bibel ons, als Jezus met zijn jongen alleen weer. Als Jezus zich nu mal aanzet om een voetbalbudgetje en pizza eten en met verpoesten, dan vroegen ze op stilles, Herr Jezus, waarom kunnen we den Jong niet vrij maken? En Jezus zijn antwoord is zo interessant, dat wijst ons dat je hebt verschillende soorten Kämpfe, wat we in ons leven hebben. En het kan die eens zeggen, daartussen Bibel steht. Ons Kampf, Zorgkampf, de worst immer meer. En de Herr, de leert ons immer, dat we van hem dependent is. Afhängig zijn. In de jaren 91, dan woonde ik in São Paulo met Verinha. We werden jong bevriend en we voeren daar arbeiden, een grote stad. En dort zagen we een paar predikers, wat zij met mensen vrijbeden arbeiden deden. Daar hebben we dat ook geleerd en zo verder. En dat was sehr wichtig voor ons. En dan zag ik viele mensen vrij worden van sehr veel zaken, van verschiedenste zaken. Maar dan zag ik een paar gouden mannen en vrouwen van God, wat daar met arbeiden deden, met eenmaal dachten ze hadden zelfs de kracht. Ach, das ist bloß ein Kind, weil dort kannst du reilen, schwinn reilen. Und mit einmal schafft das nicht mehr. Pass mal auf, der Herr Jesus, er will immer, dass wir an ihm abhängig sind. Willst du, Kerter Vitória, willst du sich haben in dein Leben, da immer dependente de Deus. Afhängig zijn. Sie immer abhängig vom Heiligen Geist. Immer. Immer. Ich chante das. Sie immer afhängig vom Heiligen Geist. Zum Beispiel, de Frühes warst ein Riebelbrot machen von Pastor Arno, bet für Herr Jesus, halt mir ganz richtig machen. Du warst vielleicht lang, dass du immer Sorge planten, weil es wird, Herr Jesus, wies mir das richtig, wo diep und wo viel Tschinetjes und ab wo viel Distanz, immer abhängig vom Heiligen Geist. Jesus zei zu dieser Mann, je kon dem Jungen nicht frei machen, wie es den Unglaub. Spirit Incredulidade. In den Jes von Unglauben. Nu ist die Frage, bei wem wird der Unglauben? Bei dem Jungen oder bei der Jungen? Ich habe hier Menschen, die so sagen, die werden krank, dann kommt der Pastor mit dem Beten, dann wird nicht gesund. Weißt du, was der Pastor sagt? Ja, du warst nicht gesund, wie du nicht leben bist. Hast du so was gehört? Sie dem Jörg Food von tus. Wo konnte der Essel schlimm, Essel krank, dann kommt der Pastor war für die Bete. Nicht gesund. Du lebst nicht. Er trompelt wieder. Man hat nicht Geduld zu so einer Sache. Also bei wem wird der Unglaub? Beim Jungen oder bei den Jüngern? Bei wem fehlt manchmal der Glaube? Bei dir oder bei mir? Aber weißt du was? Der Herr Jesus, er macht, dass du an ihm lebst. Weißt du das? Er macht, dass du an ihm lebst. Das macht Jesus, wenn wir an ihm leben. Und manchmal, wir sind in so verschiedenen Situationen. Die Sache ist, wir sehen viel nicht. Vor mal ein Mann besucht im Krankenhaus, dem hat jahrelang evangelisiert. Er will mal ein Christ aus Schlien, aber er will niemals weiter von Jesus machen, niemals.
Hij weer befried met een vrouw wat ook niet christen weer. Maar hij weer eenmaal christen gewesen, als dat ging weer. Rupte ze me aan, de man is krank, is hem gestorven bij een krankenhuis. Dat schrift. Voert je een bezetje, wie hij in bad en zijn vrouw. Hij heeft veel alleen aan. Als hij me zegt, dan wist hij al. Hij zei, du weet waarom hij gekomen is. Hij zei, ja, ik weet, pastor. En hij wil het recht, maar help me zetten aan bad. Dan hoef ik hem zo af van bad, hij was ganz krank. Heeft hij zo aangezet en dan heeft hij zijn leven Jezus gegeven. 3 weken later, of 2 weken later, heeft hij hem begroefd. Een maand later traf ik de oma, de ma van deze man. En ze zei, gläubige vrouw. Weet je wat ze me zei? Ze vroeg me zo, Arno, met wem wirst du daar in het krankenhuis mijn zin bezeten? Ik zei, nee, ik wil alleen. Nee. De vrouw van mijn zin zei, je weer er 2. Met wem wirst du? Ik wil alleen. Maar de vrouw van mijn zin, wat niet mooi gerust is, ze zei, je weer er 2. Weet je wat, wie weer er 2? De vrouw zegt mijn engel, het kan niet mooi zijn. Weet je wat, manchmal leven de andere mensen meer als wie zelfs. En dat wat de hartwäsche ons maakt. Der ons maakt. Er is een engel wat met die heeft, die arbeidt met die, wist je dat? De Herr mag van wie aan ons leven. Zum Beispiel, wat de Bibel ons verwijst, Jezus zegt, de probleem is de glauben. En dat wijst ons de nächste jaren. Wann ook kämpfen komt wat we nog niet gewend zijn. Wat we niet weten daarmee te doen. De gouden Nachricht, de Heilige Geest en Herr Jezus is met die en met mij. Dit woord, vrije als ik dat leesde, ik dacht immer zo, Mensch, dat is zo te schämen, dat hij niet kunnen dem jong vrij bidden. Maar wanneer ik dat vandaag lees, hij zei de andere zijde, hij zei, weet je wat, Herr Jezus, ik dank je dat du immer daar bent. En wanneer we ook niet schämen, wanneer we ook niet reit worden met onze kämpfen, du bist daar voor ons. En weet je wat? Wat mij dat ook wist, wie waren de nächste jaar vossen, como se fala, discernimento. Vi was uit een scheide kennen. En uit de nein scheide kennen. Zum Beispiel, weil er sagt, du jetzt hier, aber gehst mit einmal Licht ein Mensch. Du schätzt, ich glaube, der schlaft. Je ist Hahn und der ist im Abwatschen. Oder? Schätzt dann, ich glaube, der schlaft. Nee. Weißt du, der hat zu viel Drogen gebraucht. Der braucht halb. Dem wordt Water geven oder Water wat ihm halb Hand hatte. Der ist ganz bekotzt und so, die wollen mal reinmachen. Oder sitzt ein Leute, und kannst mit dich spielen, denkst der schlaflos, mit einmal dessen so ein bisschen umdrehen, da der Blut rennen. Weißt du was, der braucht eine Ambulance. Der braucht schon ein Hospital, wenn sie war der gestorben. Was will ich damit sagen? Das sind Sachen, die wir anschützen. Und wir denken, das ist schlaflos. Vielleicht nicht. Vielleicht ist es die letzte Minute von dem. Vielleicht hat er ein Problem mit Alkohol. Was wir müssen das nächste Jahr lernen, ist bitte unterscheiden. Te onderscheiden, ja. Te onderscheiden vom Heiligen Geist. En niet voor zich te roden. Het leeft de slaapt maar. Irgendwer roept die aan. Dat is water, Jana. Dat braucht water halb. Jeder Mensch bedient van ganzem Hart. De Bibel wijst ons dat deze jongen, de Hirte, wat Jezus ziet, en Jezus ziet dan te laatst. Weet je wat? Das Geest van ongeloven, die arbeidt in jong hart. En die moet er weg. En die heeft bloos weg. Der is in gebed. En manche Schriften steht geschrieben, der is in Fasten. Aber besonders der is in gebed. Meine Freund, alle verschiedene Kämpfe, wat we in de nächsten Jahre durch moeten maken. En het wil die moed damit maken. Het wil die niet bedrechen damit. Mensch, pastor, ik dacht, nu worden we eenmaal verpusten. Alle Kämpfe wat komen. De verschiedenste wat komen. Kämpfe wat we niet helemaal schade. Herr Jezus wat daar zijn. En we worden leren beten.
Het kom je ganz klar bezinnen. En een van de zwaarste tijden in ons leven, mij en wanneer, heb ik geleerd een gebed te maken. Herr, laat mij zijn wat du zit. Wie wat ik zei, dat zo grausam, dat zo duister, dat zo donker, dat zo nebelig. Ik weet niet recht wohin, Herr Jesus. Ik verstehe nicht, wat het hier is. Laat mij zijn wat du zit, Herr. Hast du mal zo'n gebed gemaakt? Bist du al in deze aard van leven aangekomen? Zoals tussen je meid, je schweit. En dat heeft niet geschafft. En du weißt, Herr Jesus, ik brauch dien hulp. Ik brauch dien wunder. Ik brauch dien tekens. Ik brauch dat wat du hast. De Bibel zegt ons, Jezus ziet het zijn jaren. En ik kon zijn met de lijf wat hij zegt, weet je wat de trouble is, om geloven. Dat is wel het titel ons klaar Jezus mag, van du aan hem geloven is. En de nächste Mal, wenn du für irgendeine Situation stehst, wo du nicht weißt, wohin, dat je eran denkt, Jezus mag van het om aan je leven. Jezus mag het. Ik had het al zeggen, met jullie verteld, maar dat valt me bij. Ons oudste jong, die is ook een prediger. En het viel zo 2 maanden, 3 maanden, dat hij de charge nemen wordt, daar in Curitiba. En zijn vrouw, die was 29 jaar oud. En ze hadden een tweede baby met 2 tot 3 maanden. En dan hadden ze een slag. Een gehirnschlag. Een gehirnschlag, met 29 jaar. En de ganze tijd weer gelähmt. En ze vangt ganz durcheinander te worden. Ze mischt alle nomen en zo. En de eerste 3 dagen, dat was zo schwer. Ik wist niet wat passierde. En van een dag naar de andere. Met eenmaal zwischen deze ganze Rannerie traf ik mijn zin zijn chat van zijn huis. Checkte mij zo aan en vangt aan te huilen. Papa, wat zal ik maken met mijn vrouw? Wat zal ik maken? Er zijn een paar champen wat voor ons komen, wat we niet weten. En nu, wat nu? Best wel op deze aard van die leven aangekomen? En dat enige wat ik hem zeggen kon, Andreas, nu was du leren beten. Du hast meine Geschichte gehört, du hast meine Zeugnisse gehört, von deinem Opa hast du gehört, nu was du beten. Dat is dein Kampf met Jezus. Dat is weer alles wat ik hem zeggen kon. De nächste dag van een krankenhuis naar de andere. En weet je wat passiert? Ze waren ganz gezond. De ganze tijd, alles komt terug. Alles. Beetje bij hem ook wat. Dat we nog eens voor 1 jaar mischt ze manchmal de zaken. Alles klaar worden. En dan weer nog een entscheidung. Wat er nu de gemeente übernehmen oder vom anderen lassen. Manche zeggen mir, weißt du, nu ist nicht der rechte Zeit für ihn, um diese Abgabe abzunehmen. Aber dann, die Bibel sagt uns, wenn wir schwach sind, dann sind wir stark. Also Andreas, das ist der rechte Zeit. Wie du weißt, das jemand übernehmen, nicht an deine Kraft, aber 100% an Jesus seine Kraft. Meine Freunde, pass auf, was ich nun sage. Stehen nicht so sehr. Wenn manche Sachen, die so rauf verdreht, dat nicht mehr ewig bleibt von dir selbst. Du dachtest, du wusst alles. Von dein Haus regieren, von deiner Arbeit alles machen. Aber mit einmal wird so schwer. Und nu, was nu? Was nu? Dat is de beste moment om Wunder ervaren van Herr Jesus. De beste moment. Laatst werd je empfangen met een jonge vrouw, wat een grote evangelistisch dienst übernemen deed. Van haar vader. Roept ze mij aan, bezorgd als maar wat. Pastoor, ik weet niet wat het wil maken. Ik zei, waarom? We willen het met het geld maken. Dat is zoveel te betalen. En nu is mijn vader, die wordt niet meer door zijn. De mensen zijn arm, maar zijn niet meer. En weißt du wat? Vele wat arm geld kopen om de dienst te maken. De stof wil sowieso, maar niet mensen vinden. Hoe wordt het worden?
En het lacht los. Waarom lachst du, Pastor? Het zegt, du bist an der beste Stelle, wo du kannst sein. 100% afhängig von Jesus. Nicht überblieben, weil het is doch so klug. Ja. Dat hij het al zo eingericht. Ja. Het is doch so klug. Wenn man das hier Mende zit eerder, 7 Jahre terug, kan man niet voorstellen. Man kon een klein moment zijn, nee, wie weet, wir haben inspiriert, wir sind so klug geworden, dort den Rocker Scheibe, dort haben wir alles inspiriert, haben uns alles, ja, keine Ahnung. Stahl die Fähr, wir haben die eine sein da, das wir sind Staller, wo wir da, ja, der Manfred wird da die Fechte, den Stoff mal so hilft, Manfred, dann ist er sehr fähig, Manfred, ja. En Enrique is in Vader, die mag da in Gizo den Dag. Dat maakt niet wat van alles. Dat weet niet, Enrique is in Vader. Dat wie Henhorms. Henhorms, Vader van Beverly. Dat is niet Enrique is in Vader. Nee, Dale en Beverly. Nee, dat wil bij Enrique is in Vader. Hij houdt er met. Hij houdt vielleicht met, aber Henhorms weer de Hefe da. Nou ja, wir schmeißen aber sowieso schön. Als wir dann von, man kann sich nicht feststellen. So viele Fragen, aber wo dit, aber wo dort. Waar man 100% afhängig is van Heilige Geest, dan wordt het leven leichter. Wat dit woord mij zegt, vrije schämt het mij. Weet je, dacht ze, weet je wat, Jezus? Want zo'n bezitner jongen, komt nog bij, het leven wordt het ook niet rijk worden. Het leven wordt het ook niet rijk worden. Maar dat is niet de rechte weg tot budget. De rechte weg budget is, weet je wat, Jezus? Irgendwas wat komt. Du wirst da zijn voor ons. Irgendwas wat komt. Du wirst da zijn voor ons. Zum Beispiel, diese Welt wird erfahren wie alle in der Welt. Fein Sonntag seht ihr an die Gemeinde, was ihr wollt, wie war für Venezuela beten, da ist ja das Erdbeben passiert und Menschen sind da begraft lebendig. Wo betet man dort auch? Und es sind 2 Sachen, wo wir beten. Erstens, bet damit der Engel vom Herrn da helfen. Zweitens, bet damit der Herr da Wunder macht, dass wir que se multipliquem os milagres. Dat de Wunder sich mol nemen, vermehren. Dat de Wunder sich da vermehren. Wat hebben deze wetje zijn? Vandaag nog hebben ze levende mensen daar gevangen en uitgegroefd. En honderden hebben ze uitgegroefd, levendig. Waar men niet meer weet, wohin. Herr Jesus, ik brok die. Hoe traurig is dat leven van een church, of een mens, of een vader, of een ma, wat denkt, dat hij uitgemaakt. Dat is alles meent. Eenmaal hier dat een prediker zei, hij had een grote gemeente, schmack gemeente, met eenmaal zegt, weet dat is alles meent. Dat hij alles zelfs afgeboet. Maar het wel, vertjepet het en voor, dat het am strand kon leven lang daar wonen. Het zei, du bent ganz verloren. Hast alles, du hast die verbiestert. De Bibel zegt ons, en het zie meestal eng, dan mag met u nog beten. Wenn diese ganze Geschichte, wat ganz wichtig, wat ik niet veel darüber geredet habe, en wat sehr wichtig is, weet wat? De jong ging vrij naar huis. En dit wil ik op die leven zeggen. Alle troubles wat du hast, en dan wat het is, de Heer wat die vrij maken. Dat is wat de Bibel mij wist. De Bibel wist niet dat Jezus jetzt ook zich bezorgd. Jongen, we hebben ons verstappen, wie is dit? Een jong, die schrijven we niet los. Dat is te zwaar. Laat hem wegvoeren. Nou, hij maakt den jong vrij. En dat wist mij, dan had je een grond om weten dat irgendein trouble wat jij in mijn leven komt, hij wordt mij vrij maken. Dat kan zijn wat dat is. Kan zijn krankheid, kan zijn financiële problemen, kan zijn met mensenproblemen, met regeringsproblemen. Hij wordt ons vrij maken. Amen. En Jezus zei, weet je wat? En weet je waar je wassen worden en discernimento? En Unterscheidung. Daar is een gebed. Daar is een gebed. Zink, kannst du bitte hier naar boven komen en de groep van muziek? Waar zink? Kan je bitte nog verder komen? Daar is een gebed. En ik wil vanavond met die beden. Vielleicht magst du ein paar Sachen durch, wo du denkst, Pastor, ich muss diese Sachen nicht durchmachen. Das ist so schwer für mich. Tu es, oder mit der Gesundheit, oder mit dem Geld. Vielleicht bist du nicht
maar eine Nacht met tussen Champ, al längere tijd. Wie willen met die top beten vanochtend? Wat zeer wichtig is, zeer wichtig. En dat zit hij door Gods voet zum Anfang. Jezus is hier en hij is de waarom we hier zijn. En daar waar Jezus is, daar worden mensen vrij. Waar Jezus is, daar passieren wunder. Amen. Dus jong, die heeft vrienden huis. De jongen, die weer de nächste dag troost. Je troost. Checkt sich alle an, wat je wilt. Es sind dan te champ wat champt. Es sind dan te schwierig wat champt. Hij wordt met ons zijn. Hij wordt daar zijn. Hij wordt daar zijn. Jezus, hier, wanneer het is schrift zit, voor mij is er zo de älteste Bruder. Zum Beispiel, weißt du noch, als du zur Schule gehst, dann wirst du so mockrig. Mit der kleinen Brille wirst du so mockrig so. Und dann werden diese großen Jungs in der Schule. Und die wollen die immer verbrüllen, nicht so? Mit einmal erinnerst du, weißt du was? Mein Cousin, der Eidor, der Grote, der ist in der oitava Serie. Der ist in der 8. Klasse. Der ist in der 8. Klasse. Het wordt hem onderop. Dan komt de grote. Kozijn. En de kleine daar. Hier tussen, verdrascht tussen mal. Ja, dan wil hij mal verdraschen. Is het niet zo? Ongeveer zo deed Jezus in deze geschichte. Wer das hier in je dreetje deed, wie ook deze fariseer. Diese Pharisäer. Je zei, nee, hier wordt niet dreetje. Hij had den protegeren. Ik doe dit nur oppassen. Hij had den oppassen. Beschützen. Dat is zo als een elefant. En bovenop de ogen van een elefant is een kleine angstje. Een kleine mug. En de elefant jeet de mug is op zijn ogen. En dan ligt een grote boom am weg. Dan neemt de elefant met zijn trombe, met zijn neus, zeg maar dat. Neus neemt de boom te zien en trompelt wieder. Dan zegt de mug dem elefant: Mensch, das wird schwer für uns. He? Haben wir das geschafft? Ungefähr so ist es mit uns, mit Jesus. Du bist der kleine Mensch da boven. Und du denkst, du bist sehr stolz. Mensch, wie hij geschafft das in 7 Jahren. Mensch, dat wir was. So viel Kaffee gemacht. So viel gefecht. So viel geübt. Mensch, wie hij geschafft. Wir sind so ein kleiner Mensch da boven, ja. Und Jesus lacht sich so ein bisschen, ja, ich habe sehr viel geschafft. Wer ist für uns gestorben? Jesus. Wer macht die Wunder? Jesus. Wer macht ihm das allmählich? Jesus. Die Jünger troost naar huis. Jesus wordt met ons zijn. Kan zijn de champ wat dat champt. Hij wordt met ons zijn. En het wil met die beden, damit het ganz klar in die hart is. De champ wat vielleicht al daar is, hij is daar. Ik weet nog, als een paar jaren terug, wie eindigde de church. En het moest een nieuwe naam voor een nieuwe mende vinden. Maar ik wist niet. En het beet de nacht. En hield een beetje. En Jezus, wat voor naam, wat voor deze nieuwe mende hebben. Met eenmaal lachte het ook wat. En zei, dank je, dat het zo zwaar is. Ik weet dat wat, wanneer de naam komt, dan komt het van die. Niet van mijn idee. Met eenmaal was, wordt geboren, de nummer 316. Wat de naam van onze gemeente is, wat vandaag. De Heer maakt wat vandaag nog wunder. En hij maakt van doen aan je leven. Even opstaan, bitte. Ik wil bidden.